Der Pensionsvogel. Erno und Willi werden in Ruhestand gehen. Das haben sie sich wahrhaftig auch verdient. Ein langes Leben voll Arbeit liegt achter ihm. Sie haben sich mitten in Dörp ein lützes Husboot für den nähen Lebensabschnitt. Willi wär die Kröger von Dorp, hat den ganzen Kram von seinem Vater übernommen. He wär man lütschen Kerl, doch he hat das Sägen. Eins, was in Dorp so passierte, war bei ihm in der Gaststuf besnackt. Für Erno gäf dat viel Arbeit. Zu der Gastwirtschaft hörte auch die große Saal, wo all die Vieren stattfunden. Klotscheterball, Turnerball, Maibumvier und wat dat sonst noch so gäf. As Wirtsfrau wär sie denn für die Köktos zuständig. Denn gäf dat noch den Kolonialwarenladen, die Poste und ein paar Koi und Zwien wären auch noch in Stall. So'n Weeswag gäf dat früher bald in jede Dörp. Über zu wenig Arbeit konnte die Wirtsfrau sich wahrhaftig nicht beklagen. Kinder haben die beiden nicht. Prinz, der lütsche Terrierhund, wär so'n beten Ersatz. Nu also haben sie sich zu Ruset. Die Poste heft sie mitgenommen in dat Nähhus. Ja. Entschuldigung. Dat Willi doch zum Beten wat zu tun ha. Die Alldach wär nun doch ganz viel sinniger worden. Nu können sie auch wohl es mal an Urlaub denken und verreisen. Erno wohl dat so gern, man Willi wohl da nix von hören. Nee, he wär zufrieden in sin Dorp und in sin moi Hus. Anders als die beiden, wohl u de Verwandtschaft, die Nichte mit ihrer Familie in Urlaub. Die Kinder han lütschen Kanarienvogel. Hansi hörte mit dazu, doch mit in Urlaub konn he nicht. Wat also leg Neger, als dat he für diese Tit in Pension käm, wie Erno und Willi. Prinz, der Gefährte in so viel Jahren, wär tot bleiben, und die beiden vermissten ihn. Gern wollen sie darum wohl den Vogel im Pfleg nehmen. Glicks den anderen Tag ha Willi eine Idee. Ich lot ihm in de Stuf so'n beten ut sin Burrut, dat he auch mal pflegen kann. Willi seht in sin Sessel und beobachtet den Vogel, den munter ihn herumflocht und boben ob Gardinenstang sin Lied sung. Dat gefuhl beiden gut. Doch bald wär dat oben und nu schul Hansi doch woller in sin Käfig. Willi wohl dat so, doch Hansi mocht lieber boben sitten blieben. He floh wohl mal in den Bur, pickte hier und da, doch wenn Willi die Dörr gau tomocken woll, sus sie wolle rut. Dat durte nu all 2 Stunden, und so wie Litschen han Willi kein Mut mehr to dat Spiel. He überlegte und ham wunderbare Idee. An den Hoken von der Käfigtür mogt he einen langen Twirnsfoden fass. Mit dat ander ein set he sich nu in sin Sessel und töf, dat Hansi in den Käfig flog. Jo, he muss viel Geduld haben, doch endlich ha he Erfolg mit sin Methode. Der Vogel sit in sin Bohr und Willi trock mit den Zwirnsfoden die Dörr gau dicht. Endlich kon he nu auch no Bett gehen. Den Foden lädt he buten bammeln. Morgen kon dat jo woller so gehen. Erno wär morgens meist der Erste ob und keek lieks in de Stuf no ehrem Pensionsgast. Lute schräg gilde Willi in die Ohren und jocht mitten Schreck ut Bett. Wat is passiert? Der Vogel leg ob'n Rohr unten in den Käfig und rührte sich nicht mehr. Oh Willi, oh Gott, wat schön wie bloß morgen. Wat wild wie sägen, wenn die Kinder den Vogel wolle abholen will. Panik wär in erstem. Bedrabbelt stunden die beiden um den Bur rum. Nu erst keken sie genau to und sehen, dat die Vogel ganz und gar inwickelt wär in den Zwirnsfoden. He ha sich in der Nacht den Foden wohl in den Käfig trocken und so ims fesselt. Erna hol nu gaun lütsche Nogelscher und ganz behott packte sie Hansi woller ut. Als die letzte Foden abwehr, wurde der Vogel woller lebendig.
flog glicks op die Gardinenstang und fing an zu singen. Wär nix passiert. Und Erno und Willi wären hölzfroh, dass he dat Malheur überlebt ha. Nu ging allerdings das Spektakel woller los, in den Bur zu kriegen. Willis Patent hat sich jo bewährt. Einmal noch käm die Zwirnsfoden an den Hogen. Als he Hansi denn endlich woller binnen sitten ha, hätt he den Foden glicks afmogt. Dat soll nicht normal passieren. Mit dat Freipflegen wär dat für den Pensionsgast nu ein für alle Mal vorbei.